Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen unseres Herrn Jesus Christus, von dem wir von deze morgens wel van hören und mich freut dort, von ihm zu reden, weil er als mir sehr viel wird. Und mein Verlangen, und ich glaube, ich würde bei uns sein, jedem einzelnen Verlangen wird sein, immer da so zu werden als Jesus. Und ich habe mir den Titel von deze morgens gewählt, so gesonnen sein als Christus Jesus. So zu sein, wo gesonnen wir? Der Apostel Paulus, der hat uns zugerufen, dass wir sollen so gesonnen sein als Christus Jesus selbst wir. Und so das ist, was mein Verlangen von deze morgens ist, am Sinn wird anzukicken sein, wo wir Jesus, wo wird er gesonnen? Was wird sein Verlangen für seine Menschen, für seine Kinder und so weiter? Er hat ein sehr gutes Ding im Sinn. Und das, was Paulus sagt, dass wir sollen auch so gesonnen sein als Christus Jesus. Und das, was ich den Titel gegeben habe von der Samarias. Und wir wissen, wenn wir wollen so werden als ein anderer, dann müssen wir den nur beobachten, den herangehen zu sein, wo der gesonnen ist. Wenn wir wollen so gesonnen sein als der ist. Da meint das viel Zeit spenden mit den Janien, was wir wollen so sein. Und so ist das mit Jesus auch, wenn wir wollen so sein als er ist, dann müssen wir in der Schrift sein, wo ist Jesus, wo ist er gesonnen, was wird er und was ist er noch einmal. Und wir wissen, er hat sehr gute Dinge getan und er hat noch einmal gute Dinge im Sinn für uns. So, das ist eine gute Frage. Ich war von dieser Morgen nicht, was ich uns verhalten über ganz bekannte Schriftstellen von Gott sein Wort, weil wir uns erinnern und sein, was Jesus seine Gedanken wären und was sein wir für uns, für die Menschheit. So ich sehe, da müssen wir nur beobachten, da müssen wir Jesus sehr beobachten sein, wo er gesonnen wir, wo er noch einmal und noch ist, haben so wollen als er ist, und so eine Gedanken haben als er. Wir wissen, dass Gott wird im Himmel, er wird allmächtig, und er wird über alles und über allem. Er hat sehr viel Macht. Das ist, wer er wir. Und über mir freut es zu hören, wenn wir in den Filippa-Brief durchgehen, und ich will Schriftstellen aus Filippa, das 2. Kapitel, brauchen. Und das 7. Vers sagt, dass er trug sich dort so aus Gott sein ut und nahm eine Gestalt an als ein Knecht und war dadurch so als wie Menschen, geboren als ein Mensch. So er trug sich dort was er wir, also das Gott sein, was er allmächtig wir, was er Macht hat über alles. Er trug sich dort ut und er trug sich an, so zu sein als ein Mensch und dann nicht bloß dort über als ein Knecht. Wenn wir hier in dieser Vers gucken, dann wollen wir das mit studieren, dann was kriegt er hier meint, so worden als ein Knecht. Die griechische Übersetzung, das ist einfach so zu werden als ein Sklave. Und ein Sklave, wir wissen, ein Sklave, das ist einer, der nicht in Reich hat, zu tun, was er wollen tun. Er muss so gesonnen sein, dort tun, was sein Meister von ihm verlangen hat. Sich ganz Matten handgeben, zu tun, was der Meister anbrücken will. Und das ist, was Paulus sagt, wo Jesus getan hat. Er hat sich dort Gott sein ausgetragen und hat sich dort angetragen, so zu sein als ein Knecht. Ein Sklave zu werden. Sich ganz klein und demütig zu merken für die Menschen. So zu werden. So er nahm sich die große Macht, was er hat, trug er sich aus. Und wir wollen von der nach meiner Städten in der Schrift sein, wo er dort deut und was er deut als ein Diener zu den Menschen. So wir wollen nicht auf Schriftstellen durchgehen, von wo wir das sein wollen können, wo er das deut und was er deut. So wenn er auch Gott wir, und er allmächtig wir, er braucht der Macht nicht, zu wissen, wer er wir und haben es dort zu leben. Und dort soll wir auch gesonnen sein. Wir sollen nicht proben, unsere Macht auszuüben und zu wissen, wer wir sind. Wir sollen uns auch sein, zu demütigen und zu tun, was der viel zu tun für den Nächsten. Das ist Jesus gesonnen wir. So soll wir auch gesonnen sein. Und don't, wer wir sind, was du von Amt hast, was es mit dir ist, wo recht du bist oder was immer. Und don't, was das ist, willens zu sein und deiner zu sein für den Nächsten. Und dann zu tun, was die Nächsten fehlen und interessieren. Nicht bloß, Paulus sagt hier in
Filippa 2, Vers 4 sagt er, je soll nicht bloß nur dort checken, was jüns selbst interessiert, aber auch nur dort, was den Nächsten interessiert. So wollen uns dann zu checken, was für den Nächsten interessiert. Nicht bloß, was mich ankert. Wir als Menschen, wir sind auch mal dort gesagt, wir haben so eine Gedanken, wir wollen checken, was mich interessiert, und das, wo mein Verlangen heran nur ist. Und das ist nicht, wo Jesus arbeiten tut. Er checkt nicht bloß nur dort, was am Wort jankern, aber lieber dort, was den Nächsten interessieren tut. Und das soll wirklich gesandt sein. Und dann Vers 4 sagt, sieht untereinander so gesandt, als Christus Jesus selbst wird. Der Vers, was jeder in der Bulletin hat. Und dann in Vers 6 sagt, dass Jesus wird von seiner Natur her Gott. Aber das sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. So er wird Gott von der Natur an, wie er Gott, er hat die Macht. Aber er hält er nicht fest, er will nicht mit Gewalt dort probieren festzuhalten, wie er wird, an Gewalt zu üben, manche Menschen. Er würde dann im Himmel bleiben, in seiner Macht haben, was er hat, in der Eiven und alles. Aber das ist nicht. Er bleibt nicht im Himmel. Er kam hier rauf und wird so als Mensch. So, und dann er trug sich dort so an, als Gott sein Üt. Ganz demütig möchte er sich und trug sich dort an, als ein Knecht. Und wenn er das ein bisschen beobachten, was er deuten, wo er leben deuten, was sein Plan und sein Sein wir für die Menschen, dann lernt er den Amadallah zu gleichen, wer er wird, dass er so einen guten Sein hat für die Menschen, dass er raufkommt und dass sie ganz demütig und wird so als Menschen, so als ein Knecht sogar. Aber die Menschen allgemein, die sind kriegt das Gegenteil. Die probieren zu üben, zu sein, wer das Geradste ist, und dann zu wissen, wer sie sind, und die wollen gesehen sein und hochmütig gehen, und nicht wollen sein, sich zu demütigen, besonders so zu werden als ein Knecht. So, das ist ganz anders. Und eine Satz darauf, Jesus seine Jünger taufen und sagt, hey, wo sie sollen gesandt sein. Wenn wir in Markus 10. Kapitel gehen, dann Vers 42, sagt Jesus darauf antauft, sagt auf seine Jünger taufen und sagt, je wollen, dass je weiten, dass die Grote in dieser Welt herrschen. So er hat von so etwas in dieser Welt, wo die gesandt sind. Er sagt, die Grote, die wollen herrschen. Das wird die gesandt sein. Und dass die Beamte ihre Gewalt ausüben. So er sagt, so wie das hier manche Menschen, sie werden die gesandt. Die wollen ihre Macht wiesen und dort üben. Und die wollen herrschen. Die Grote, was die manche sind. Und so ist das allgemein. Die sind die, was sagen, dann, wo das soll getan werden und was du tun sollst und so weiter. Und das wird die gleichen zu tun, wie hier viel von den Pharisäern, wo die gesandt werden. Sie dachten, sie werden, wie immer all die anderen, sie werden hoch und sie können die Macht, was sie haben, sie probieren zu üben, Menschen zu sein, was sie sollen tun und was sie nicht können tun und so weiter. Und sie gleichen an zu sein, sie gleichen zu Apogossen zu gehen und Leute zu beten, dass die Menschen sollen sagen, oh ja, das sind sehr herrliche, gute Menschen. Und sie werden auch so zu sein, sie werden ein bisschen splitzen, sie gehen rum und passen ab nach den Menschen, was sie deuten. Wenn der eins was deuten, was das gesagt wird, dann sie Gewalt üben und deuten die allerhand an Struf geben dafür. So sie passen immer ab, was die anderen deuten, und sie wollen ihre Macht wiesen und dann mit Gewalt, den sie dort wiesen, wo sie sollen leben. Aber er sagt, man kann soll das nicht so dort sein. Das ist für die Weltmenschen, die am nicht gehören deuten, die wo die regieren deuten. So was nicht der am gehören deuten, die noch das regieren. Das ist, wo die gesandt werden. Aber er sagt, die sollen anders gesandt sein. Die sollen dort sein, das wir. Vers 3, 4 sagt, man könnte soll das aber nicht so sein. Also man die Jünger sagt, man könnte soll das nicht so dort sein. Wer man könnte, weil groß sein, soll jün deiner sein. So er sagt, wenn du was, wenn die wollen groß sein, groß angesehen sein für die Menschen, das ist, wo ich nicht kenne, dann soll jeder ein sein deiner sein. Auch was das Wort deiner hier, das sagt, was ich sehe, im Griechischen, das ist einfach so, ein Sklave zu sein für den Nächsten. Alles zu tun, was denen fehlen wird. Der soll jün deiner sein, wenn die wollen groß sein. Und dann sagt er, wo du nicht kicken, Vers 44, sagt er, man könnt, auch sagt er, wer man könnt, weil der Vernehmste sein, soll allemal Knecht sein.
So nicht bloß gewisse Menschen in Knecht sein, sondern sollen alle Mann, jeder in sein Knecht sein. Das war heute nicht kicken deit. Wer der wel Verste sein mag, soll alle Mann in Knecht sein. So, und dann wer das ist, wem immer sie begegnen, sie sollen wollen sein, in Knecht sein zu denen. Und kein Unterschied mehr an. So ist Jesus auch da. Jesus will einer, der mir kein Unterschied machen Menschen. Hat allen dasselbe Eiven mag die Menschen. Und dann aus der Leich angesehen, dass das Arme sind, Schweinchen sind, Arene sind oder was immer. Kein Don't, wollen sind, die zu dienen. Jesus mir kein Unterschied machen Menschen. Und auch war er nimmt sich selbst zum Beispiel, er sagt, was er getan hat. Er sagt, sogar die Menschen sehen, die nicht sich zu bedienen zu lassen, aber zu dienen. So er sagt, das was er getan hat, das was die Menschen sehen, also er meint von sich selbst, er redet von Jesus. Er kam sich nicht zu bedienen zu lassen, aber zu dienen. Darauf wird er gekommen, in sein Leben zu geben, für viele Lustigkeiten. Das ist schon hier zu hören, wo das sein, dass er hat sein Leben gegeben für die Menschen, viele Lustigkeiten. So viele Menschen, die haben sich angewählt, die wir lustig geworden von ihren Sünden, Schulden, werden gerat. Das würde ich viel besser hören, wenn das hier kann sein, dass wir kommen alle Menschen Lustigkeiten. Aber so ist es hier, dass wir wollen haben, dass alle Menschen sollen lustig werden von ihren Sünden. Das ist nicht so. Nicht alle Menschen nehmen den an. Aber er hat sein Leben gegeben für alle Menschen, dass alle Menschen, die gelernt haben, dass die können gerat werden. Sein Ziel und sein Verlangen wird, dass Menschen sollen gerat werden. Und Christus dort soll wirken. Wir sollen so ein Verlangen haben, und wir sollen Menschen dran sein, was verloren gehen, was nicht so leben, was Gott hat wollen haben, dann soll wir erntet anbeiden sein. Check mal, Jesus Christus, als er gekommen hat sein Leben gegeben für die, dass die kannst gerat werden. Das dort soll wir gesandt sein. Und Jesus hat auch gedeiht, er kam sich nicht loten zu bedienen, aber zu dienen. Und wenn wir gucken, wo er dienen deit, wo viel und was von den verschiedenen Wegen er dienen deit, und dann haben wir das. Gleich Psalm 147, Vers 3 würde es sein, dass er heilt, der in Gebrauch nicht hart haben. So dass das nicht in der Vergangenheit, das von der Uhr nach, so er heilt, der in Gebrauch nicht hart haben, und er verbindet an ihre Wunden. Sehr wertvoller Falsch. Das was Jesus tut. Und wir wissen, dass es sind viele Menschen, die daran uns sind, die haben Gebrauch nicht harten. Die gehen ran mit verbrauchten Horten und sind traurig und der fehlt Halb. Oder haben Wunden gekriegt von eins Wort oder von eins Wem und der fehlt zu bewegen. Und vielleicht kann du so eine Person helfen, die durch Hand zu wiesen, wer das ist, was er kann heilen und ihre Wunden kann bewegen. Und Gott hat sich vielleicht die gewählte Tod zu tun. Er hat sich Menschen gewählt, so zu tun. Ich glaube, was Jesaja sein das in Jesaja 57, Vers 15. Wir mal gucken, was das da sein das. Wo er von den Herren reden das. Er sagt, die ab immer hoch in ihren ist, also Jesus, den sie nomen herrlich ist, der sagt, mein Platz ist geirrt und herrlich. Dann sagt er, aber es auch bei die sich nicht mehr weiten. Und Glauben, das ist nicht mit an meint. Und das Glauben, das meint nicht mit an, sagt er. Und er sagt, der jeweil nie in Maut, und der wird sich nicht mehr weiten, jeweil Trost und Hoffnung. So hier redet Jesaja von den Herrn Jesus Christus. Das ist, was er gekommen wird zu tun. Der Leben entweder nicht mehr, die wissen sich nicht rot mehr, und viel Maut und haben verbrauchten Horten und so weiter. Er gibt dir Trost und Hoffnung, dass er eine Hoffnung haben, wieder zu gehen. Vielleicht kann wieder nicht helfen, wenn er in so einem Zustand ist, das sein, aber es ist sich auch sehr, wie kann der wem wiesen, wer das kann? Wie kann der in so einer Stadt sein, wo er mit verbrauchten Horten rumgehen und sind traurig und kann sich nicht helfen und sagen, mit mir ist das nicht, er kann bloß nicht wieder leben. Dann kann er den wiesen, was er helfen kann. Aber vielleicht kann ich auch einmal das bloß mit Treiswirt so eine Person vertalen und auch mit der
gehen und sagen, ich will für die beten, wenn die eins hat fehlen, dann lass mir das weiten, dass ich für die beten kann, oder wo kann ich für die beten, bloß da sein für die Person. Oftmals halb das all sehr viel. Ich weiß, ich habe einmal mitgeteilt von einem Bruder, was ich schon mal hier in unserem Mad war, der soll gestorben, aber in den Himmel genommen worden, aber die wird einer, der hat am Seite holen, bin an den am Teddybär. Und sehr wertvoller, ich glaube, viel von ihnen waren in Tjan, die waren gleich weit von wem wir reden, das hat zu viele Menschen. Eins von einer Afferhaft bei der Arbeit, dann habe ich einen Phone Call, und dann möchte ich das Phone antworten, dann wird deshalb Jan eng, dann sagt er, der Herr lädt die an mein Hort. Bloß die Telefon zu sein, wo du mit die Stunde, wo du wirst. Und dann fangen wir in der Zeit, wo ich ein bisschen durch wird bedrängt wird und so wieder. Und wie viel Trost. Und dann muss man Jan irgendwie sagen, dass, hey, der Herr, der hat mir die am Hort gelegt, und ich dann bloß obedient die Telefon. Ich will bloß sein, wo du mit die Stunde, und ich will die bloß sagen, dass ich bete für die. Wow, das ist eine gute Meinung. Weil das dort ja wirklich für andere Menschen helfen. Vielleicht wird es bloß einen anderen Trostwort zu geben und sagen, dass Gott hat mir die mein Hort gelegt, und dann sagen, ich bete für die, ich sende für die. Fehlt die eins Wort. Und der Heilige Geist, der eins muss lernen, gleich wenn du den tiefsten Bass, wo dir das Schleichste gehen hat, dann wird er wem schrecken, die ein Trostwort zu geben. So wird der Herr, ich habe auch tun. Wie kann das tun? Das ist was, wo Jesus gesandt wird. So vielleicht haben wir die gewählt, das zu tun, wem ein Message zu schicken, das ist weg. Von wem die weiten, dass der jeder vielleicht mit den Armen, mit Knochen, der ist mutlos. Schick dir ein Message und sag, dass ich denke an dir, ich bete für die. Oder die Phone, wo immer der Herr die lernen, das zu tun. Und der Herr hat auch Jesaja, der Prophet Jesaja gewählt, von der Arbeit zu tun für ihn. In Jesaja 61, Vers 1 sagt, dass Gott, den Herrn, sein Geist, als ab mir gekommen. Also der Heilige Geist, der wird ab am gekommen, am Krafchen, und sagt, dass ich dort tun kann, wo der Herr mich gesalbt hat. So der Geist wird am gekommen, dass er das kann tun, wo der Herr am gesalbt hat. Dann sagt er, hey, schick mich nur die leiden, dass ich an eine gute Nachricht bringe. Und nur die durch was Schwarzes gehen. Dass ich an Mut spreche. Und dann sagt er, dass ich die Festgenommene sei, sie können loskommen. Der, was der Fast sind, sagt er, die können loskommen. Und frei werden von dort, was anbindet. Und ja, was sie gebunden sind. Er sagt, am erst geschickt worden, das zu tun, und am erst bekräftigt worden von den Heiligen Geist, dass er das kann tun, so den Menschen uns dort helfen. Und die gute Nachricht bringen. Sondern was schwer gehen wird. Und was der Fast sind. Viele Menschen, die sind gebunden unter verschiedene Dinge, unter verschiedene Lasten, wo sie nicht los von können. Die sind unter gebunden, die Feindhaft, die Fast gebunden, und sie können nicht los. Wenn du uns dort weiten, oder wenn du da bist, weil ich habe gute Nachricht für dich. Der Herr als allmächtig, er kann die losmerken von dort, wo du unter gebunden bist. Und vielleicht habt ihr die auch bekräftigt, andere loszumerken, zu wiesen. Weil es wird, du kannst los von dort, wo du unter gebunden bist. Du hast Rot für die. Weil die vielen Menschen, die wissen nicht, wohin. Die wissen nicht, wo kann ich loskommen von diesen Dingen, wo ich unter Leiden da. Die sind Fasten, sie dort leben, die einen Tag nur den anderen, und die hat bis einmal schwan, dann einmal schwan da. Sie wissen nicht, wo loszukommen von dort. Und du hast Rot. Sonst dort habe ich gute Nachricht bringen, gute Rot geben. Viele Menschen, wo einer von hier, die können nicht los, die sind gebunden unter verschiedene Lasten. Sie können nicht los, sie wissen nicht wo. So dann soll wir, wenn Gott uns helfen wird, nur eine gewisse Person gehen, die zu helfen, dann soll wir gehorsam sein und gehen aus deiner. Und so gesandt sein aus Jesus. Das wird sein Plan und sein Willen wir. Hat er viele verschiedene Wege, dass er den Menschen geht, dass er helfen. Er möchte blinde Menschen, die blind werden, möchte sein. Wir lesen viel in der Schrift, wo er verschiedene Wege Menschen, die im Sein merken, die blind werden. Oder er möchte Kranke gesund, die krank werden.
der mögt er gesund. Oder sogar er mögt der Arene rein. Was ich meine von Arene, weil wir sagen, es ist ein Lepra, was der Lepra-Krankheit hat. Sondern es hat die Zeit, dass wir so gesagt werden, dass wir ein Arene Menschen. So eine Menschen, die diese Krankheit haben, die müssen weich von der Versammlung. Die können nicht mit anderen Menschen taub sein, wenn es diese Krankheit wie eine Arene Krankheit in der Schatten der weich von manchen Menschen, dass sie mussten allein gehen. Das haben wir allein, würde nicht Menschen in die Gefahr bringen. So, die wären sozusagen Arene, das wären Arene Menschen. So, die mussten in gewässert eng aufbleiben von anderen Menschen. Sie mussten terretene Kleider haben, ein Schweinchen angetragen sein. Das soll von wieder auf zu sein, dass diese Menschen, die wird unterschmerzt, die wären Arene Menschen. Und die hatten einen Gesetz, die mussten dann, wenn sie zu dicht wie Menschen kommen, dann mussten sie die Hand über ihr Mühl holen, dann mussten sie schreien, Arene, Arene. Die Menschen warning, dass ich habe eine Arene Person, dass die wollen wegbleiben von ihnen. Und ich dachte ein bisschen an, in der Zeit, wo wir sehr lange Zeit waren, als der Coronavirus, haben wir dann so gesagt, dass wir müssen wegbleiben von anderen Menschen, wir sollen schauen einbleiben, dass wir teuer fertig von wie dicht wie Menschen kommen, dass wir eine Arene haben, und dann wird krank werden oder irgendwas, hier mit den Hosten, vor allem, dass wir dann wieder eine Arene Person, dann sollen wir wegbleiben von anderen. Und hier wird es so, was der Lepra-Krankheit hatten, die mussten für sich selbst allein gehen, und können nicht mal mit ihrer Familie taub sein, und ihre Kinder und was immer, sie mussten für sich allein gehen, weil sie wären Arene. Und die können nicht von los, bitte Gott entheilen oder Jesus entheilen. Und das ist, was Jesus tut. Menschen werden verboten, so eine Menschen das dort unterschieden. Das wird ganz gern gesagt, so eine Menschen unterschieden, weil das wird viel zu gefährlich. Einerseits kam ein so eine Lepra-Krankheit nach Jesus, eine Krankheit nach Jesus. Er sagt in Markus 1, Vers 4, das heißt, dass ein Lepra-Kranker kam nur arm, voll vor am die Knien und brach am gereinigt zu werden. So ich habe hier gereinigt zu werden. Heute wird Arene, wir Arene, manche dass die Menschen gesandt werden. So er brach am gereinigt zu werden und sagt, wenn du weißt, kannst du mir reinigen. So er hat doch wohl von Jesus gehört, was er für eine Macht hat. Er wusste, dass er kann das, wenn er das will. Er hat eine Macht, das zu tun. So er fragt ihn nicht mal, kannst du das tun? Er sagt, bloß wenn du weißt, kannst du mir reinigen. So viel wisst er all, er kann das, wenn er das will. Und ich gleich, was der nächste Vers sein, dass Markus 1, Vers 41 sagt, dass Jesus jammert über arm. So Jesus hat jammert über diesen Kranken, den armen Mensch. Jesus jammert über arm. Und dann checken wir, was er hier tut. Dann streckt er seine Hand aus, dass er am anschiert. Er schiert am an. Die Menschen sagen, was er hier tut. Er schiert diesen kranken Mensch, diesen armen Mensch, er schiert ihn an und sagt, ich will das tun. Ich will das tun, wo du eine Frau ist. Sie rein. Und er reinigt ihm hier von seiner Krankheit, von seiner Lepra-Krankheit. So, und ich sehe, eine Lepra-Krankheit würde nicht sehr leicht wer anschieren. Aber Jesus jammert über arm, dass er in diesem Zustand wir. Und er will am reinigen, und er tut auch. Er schiert am an. Jammert die dort über so eine Menschen, die da vielleicht einen Schuf unterschloten und das ans, sei Arme, Arene, haben vielleicht mal reichen mit einem stinkigen Geruch, haben sich allein nicht geboten, vielleicht allein nicht könnt boden, da würde vielleicht einmal so eine Stadt leifste Wied im Stich gehen. Sie denken, das ist ein arener Mensch, der wird nicht mal dich beigehen. Nach den anschieren. So sei wie gesandt, so sind Menschen gesandt oftmals. Aber wir sollen untereinander so gesandt sein, als Christus Jesus selbst wir. So soll wir gesandt sein. Und wir sollen auch ein Jammer haben für den Nächsten. Und soll es jammern über so eine, was so arm sind, was arm sind und krank sind oder was immer. Und soll es jammern. Und er fordert die Arme. So eine Menschen, die hungrig werden, was nicht zu essen hat, er fordert die. Wir wissen, von woher Dutzende Menschen auf einmal Eten geben, auch wenn sie am Jammer oder über Seine Jünger will haben, er soll etwas weichscheigen.
Aber er am Jammert über ihn, er wollte nicht hungrig weichschalten, so er fordert die Menschen. Und an der anderen sagt er, dass wir sollen sogar unsere Fienden zu eten geben. Er hat zu eins wem immer, er begegnet, der Jeff zu eten. Und an der anderen sagt er auch, in Paulus sagt er in Römer 12, Vers 20, wenn dein Feind hungert, Jeff am zu eten. So redet der Apostel Paulus von den Feind. Nicht bloß von einer gewissen Person, eins wer, wem der hungern hat, aber er sagt hier wisst ihr, ein Feind, wenn ein Feind hungert, Jeff am zu eten. Und wir weten, ein Feind, als schwor, was Gottes zu tun willst, wir weten, dass ein Feind, der hat schlechte Dinge am Sinn für die. Wenn er den Feind ist, der hat gute Dinge am Sinn für die. Er will die Schulden andauern. Das ist, was ein Feind, was der Jesonnen ist. Und er sagt hier, wenn den Feind, der was die feindlich ist, von dem hungert, ja vom zu eten. Und wenn er darscht, ja vom zu trinken. Wenn du dort warst down, warst du dadurch gelegene Kohlen auf den Kopf legen. Du wirst ein gutes Exempel sein für ihn. So, das ist ein Feind, was Paulus sagen hat. Wir sollen zu allem so tun, über sogar im Reich zu unseren Feind. So soll wir auch, wo immer wir gelernt haben, andere Gute zu tun. So noch, wem das an was fehlen hat, wenn wir das in unserer Macht haben, dass wir das tun, dann soll wir das so noch dort Gutes tun. Und mit der Gabe, die Herr uns gegeben hat, oftmals ist das mit der Gabe, was Gott uns gegeben hat, haben wir dein, andere Menschen, wo das fehlen hat. Gott hat uns alle eine Gabe gegeben, mit der zu arbeiten, für den Nächsten, zum Guten. Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, und jeder soll seine Gabe. So heißt es, und jeder soll seine Gabe. So das sagt nicht, wann du eine Gabe hast. Jeder eine hat eine Gabe. Und die Gabe, was du hast, was Gott dir gegeben hat, mit der Gabe, sollst du gehen und andere dienen. Also jeder einer, und jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Guten. Zu dein als ein Verwalter. Damit Gott seine Gnadensgaben treu angeht. Also was ist ein Verwalter? Das ist ein Verwalter, das ist ein Supervisor oder ein Manager. So soll er umgehen mit der Gabe, was er gekriegt hat. So was immer du für eine Gabe hast, brück die für den Nächsten. Nicht du bist für die Salz holen, aber für den Nächsten zu sein, wo dir nicht fehlen wird. Der Gabe, was du hast, der habe ich vielleicht nicht. So ich kann das nicht tun, was den Nächsten fehlen wird. Gott hat die berufen, zu was zu tun, weil er hat die Gabe gegeben, dafür so du kannst das tun. Und wenn du das nicht hast, dann wird die Person, wem das fehlen wird, an die, was nicht gesehen werden, was das nicht kriegen wird, was den fehlen wird. So Petrus sagt, wir sollen den Nächsten zum Guten dienen, als ein Verwalter. So ist wie schon hier in Filippa 2, Vers 4, wir sollen nicht bloß nur dort gucken, was uns selbst interessiert, aber dort, was den Nächsten interessiert. Und Jesus sagt auch in Lukas 6, Vers 31, dort für den anderen, was die anwürden wünschen, für uns zu tun. So, wo immer du bist, was du für einen Zustand bist, wenn dir in etwas fehlt, dass du wirst dir will haben, wenn jemand dir will kommen helfen und dir einen Trost geben oder was immer. Das, wo wir wollen hier ran sein, er sagt, das kriegt das zu anderen. Was immer du wirst will haben, was der zu dir soll tun, so tut zu den anderen. Das ist, was Jesus sagt in Lukas 6, 31. Was du wirst will haben, was der andere zu dir soll tun, was die fehlen, was du verlangen wird sein. Was immer das ist. Dort zu den Nächsten. Und weißt du, wir haben so viel Gelegenheiten, den Nächsten zu helfen. Alle Wege, wir brauchen wieder umgehen, wie Segen sein. Wem fehlt Hilfe? Wo kann ich mal wem helfen? Wir brauchen lang kicken. Vielleicht bei deiner Arbeit, bei deinem Platz, wo du schaffen darfst. Vielleicht hast du wer, wem der Hilfe fehlen wird. Oder deine Nachbarn. Oder in deiner Familie, wo immer. Du hast viel Gelegenheiten. Ich habe viel Gelegenheiten, Nächsten zu helfen. Sondern den Trost fehlen, der was er zu brauchen nach Horten haben oder was immer. Mitfeilen mit so einer, was traurig sind. Mitleiden mit so einer Stadt. Paulus sagt doch, freut mit denen, die durch Frau sind, und hielt mit denen,
die du healen. So viele Menschen, die healen, die rohren, die sind Verbrechen, die healen. Und dann sagt, wie soll man die mit healen? Mit die mitfeilen. Wenn die eine Freiheit haben, dann freut die mit die. Aber wenn die healen dann die auch mit healen mit die. Hand jammer hat über die dort mitfeilen mit die. Das ist, was Jesus auch tut. Wir wissen von der Geschichte, wo Lazarus gestorben wird, Jesus sein guter Freund, wo er gestorben wird, und da werden sehr große Trüren in der Zeit, als er gestorben wird. Weil seine Familie, seine Freunde, die jammern, die werden traurig, dass er Freund Lazarus gestorben wird. Und Jesus kam dahin und er wusste, Jesus wusste, dass er vom Tod abweichen, dann würde er wieder leben. So dann könnte er ein bisschen Trost geben sein, nicht so traurig sein. Ich war am Abweichen von Tod, dann wird er wieder leben, dann braucht er nicht länger trauern. Aber er sieht das gleich, das sagt er in Johannes 11, Vers 35, der härteste Vers in der Bibel ist. Jesus healt. So Jesus hat auch healen, weil er hat mitfeilen mit an. Er healt mit einem Taub. Ob zwar er auch will Lazarus abweichen von Tod, aber er healt da in der Zeit, wo sie traurig werden. Er hat mitfeilen mit ihm. Danach, wir sollen als Gläubende, als ein Körper in der Gemeinde, wir sollen da sein, einer für den anderen. Wir sollen mitfeilen mit den anderen, sondern was traurig ist, was der schwert gehen, das soll uns dann auch weitun. Wenn wer bei dir haft, das soll uns auch weiter andauern. Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 24, durch ihn soll nicht eine Spaltung im Körper sein. So, er redet hier von einem Körper, der die Glieder sollen alle gleich einer für den anderen sorgen. Und dann sagt er, wenn ein Glied litt, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geirrt wird, freuen die anderen sich auch mit. In Vers 3, in das Kapitel, da redet er von einem Körper, was ein Körper wir. Jeder Part von einem Körper ist so wichtig als das nächste. Wenn ein bei dir habt, dann der ganze Körper leiden. Und so soll wir auch sein. So, das ist nötig, dass jeder einer für seinen Part von seinem Körper mit jeder Dinge an seinem Part, in seinem Körper ist, was er leiden, der ist bedürftig und nötig in mitfeilen haben mit alles, was er ist, was in seinem Körper ist. So soll wir auch gesund sein. Wenn der eins wäre, in der Gemeinde zum Beispiel, wenn der eins wäre leiden, dann soll uns das gleich gut weiter so ein Balance sein und ein Verlangen haben, mitzuhelfen, weil es als ein Part von uns Körper. So soll wir zu den anderen, zu den Nächsten, wir sollen Balance sein und deinen. Don't, wer das ist, wo du bist. Einmal hier in der Person, wo du sehr hoch Amt haben oder sehr reich in die Leben, dass sie sind zu hoch. Die und der andere, die sind nicht wollen, sich zu demütigen, anderen zu dienen, anderen sind deiner zu sein, weil sie sind hoch umarmt oder wo immer wo sie sind. Sie wollen nicht sich demütigen, den Nächsten zu halten. Das ist nicht, wo Jesus gesandt wird. Jesus sagt, hei wir uns Haar in Lehrer, und doch weiß er, wo Gott entwirrt und wo sich demütigen leid, und leidt uns ein Beispiel, was das meint, in deiner zu sein. In Johannes, das 3. Kapitel, ich glaube, viel von Ihnen, was die Bibel oder eine Bible Study Group sind vielleicht auch solche Kapitel durchgegangen, wie haben angefangen, unsere Gruppe, das 13. Kapitel angefangen durchzugehen. Und ich wieder irgendwas gesehen. Tam sein, was Jesus deed, wo er leben deed. Wir hatten eine sehr gute Erholung mit unserer Bible Study Group, wer in Port von Johannes, das 13. Kapitel. Wo Jesus sich demütigen deed, wo er sich klein mehr andeed, wenn er auch Gott wir, der Herr und der Heiland wir, hat er sich demütigen, so wie es steht, worden, ein Wort Farschen übergehen über das Kapitel. Er sagt in der 13. Vers, je nan mi Haar in Lehrer, und das sei je reich, weil es dort ist, was ich sehe. So heißt das hier auch. Er sagt, ich bin der Haar und ich bin ein Lehrer.
Willst das, was er te arm sein deiden? Und das ist, was Paulus von reden, das wird sein, dass Jesus die möglich tam deiner. Er tragt sich, dass Gott sein Üt und nimmt eine Gestalt an aus dem Knach. Er sagt, wenn ich auch jün Haar und Lehrer sie jün de Feit gewaschen haben, dann soll die jün auch unter der Feit waschen. So was sagt er hier? Wir sollen willens sein, uns zu demütigen, in anderen gehen sogar der Feit waschen. Dann sagt er, Vers 15, ich habe ein Beispiel gegeben, dass die auch untereinander so tun, als ich getan habe. Jesus nimmt den Platz an als ein geringer Diener, als ein Sklave, und wascht seine Jünger der Feit. Zu der Zeit ist schon mal, dass wir sehr müde, dass sie, wenn sie Jas kriegen, dass sie die erste Feit waschen, wenn sie nachkommen, wenn sie eine Mahlzeit hatten, zum Beispiel, dann muss die erste Feit gewaschen. Also sie können dort sagen, und haben eine Mahlzeit mit einem Taub. Aber dort brauchen sie einen Sklave, den sie nur arbeiten, wie dort die Jas der Feit waschen. Und nicht bis ein gewöhnlicher Sklave, dass wir die ganz leichte Sklave. Einzelne haben mehr als ein Sklave, da haben verschiedene Arbeiten nachher. Aber der ganz geringste Sklave, den sie nur arbeiten, wie dort gehen, der Feit waschen. Und das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Er sagt, ich dann willens, den Platz anzunehmen als der geringste Sklave. Und das sei, ich überträge ein bisschen nur der 4. Vers, Johannes 13, Vers 4, er sagt, dass wir merken, was sie anfangen zu eten, als am Tisch saßen, sagt er, dann stund er ab vom Eten, ab, lädt seine Kleider zu sehen und bunkt sich ein Handtuch an. Ich dachte, hier wird immer denken, dass man sagt, dass er lädt seine Kleider zu sehen. Vielleicht hat das gemeint, dass hier lädt er sich so aus Gott sein zu sehen. Dort lädt er zu sehen. Er lädt seine Kleider zu sehen und bunkt sich ein Handtuch an. Er hat sich ein Handtuch angebunden und wir bereit zu dienen. Seine Kleider lädt er zu sehen. Von der nach würde vielleicht sagen, was da in grautsenderische Suit in einem Eisenbahn am Hafen, was da viel zu graut sind, an den nächsten eins, was gut zu tun oder besonders zu dienen, ab dessen war ich. Er tragt sich dort aus und bunkt sich ein Handtuch an. Und dann Vers 4 sagt er, geht weiter und er kam und fängt an, die Jünger der Feit zu waschen. Und dreht die mit dem Handtuch, das er sich angebunden hat. So hat er die Arbeit ganz fertig gemacht. Er fängt an, mit der Weiter und er kam dann zu jäten. Er nahm sich die Kam, was der allgemeine Ramadan reitstund hat, für so, was die, wenn die ankommen, was die Jasten ankommen, wie der Kam der reit, dann muss der Sklave die Weiter dann jäten, dann reiten wir und haben den Jan in der Feit waschen, was der da kam. Aber Jesus steht hier nu, er stand vom Eten ab und fängt an. Er geht die Wutter an, er hat alles selbst. Und er fängt an, die Jünger der Feit zu waschen. Und er dreht die Feit, das ist fertig wie mit der Feit waschen, und dreht er die und macht das ganz fertig, was er angefangen hat. Und dann sagt er, so ging die Jünger der Länge, und das hat ich mit Petrus kam, sehr da zu am Haar. Warst du mit der Feit? So er ruft ihm hier an als Haar. Er wisst das, wer wir. Er sagt, Haar, warst du mit der Feit? Du, Haar, ans Haar, was mit der Feit waschen? Er wisst auch gleich, was das bedienen wird. Jemand der Feit waschen. Er wisst, was das von geringer Armwirden, was das von geringer Dienst wird. Und er sagt am Haar, du wirst mit der Feit waschen? Warst du mit der Feit? Und Jesus sagt, was ich nicht da, verstehe ich noch nicht. Du wirst das aber nur verstehen. In Vers 8 sagt dann, Petrus sagt an, du sollst mir niemals die Feit waschen. Das heißt, ich sage, er weiß gleich, was das von deins wird. Das hier ein Sklave, ein geringster Sklave, seine Arbeit zu tun. Und nu will Jesus seine Feit waschen. Er sagt, du wirst mir niemals die Feit waschen. Sei ja lange nicht weiter lohnen. Du mir die Feit waschen? No way. Du wirst mir niemals die Feit waschen, sagt er. Aber Jesus sagt, wenn ich die nicht wasche, hast du kein Port an mir. Entweder du lässt sie waschen von mir oder du hast kein Port von mir. Dann sagt Simon Petrus am Haar,
Nicht bloß der Feit, aber auch die Hänge in den Kopf. So da will sich ganz gewaschen haben. Er sagt, wenn das meint, das ist das, wo ich einen Pott von dir kriegen, dann wasch mich ganz. Gib mir einen Schauer, wasch mich ganz rein. Dann muss ich ab ersten sagen, gerade Pott sein von dir. Jesus sagt, wer gewaschen ist, dem braucht das nicht aus der Feit gewaschen worden. Wils er ist ganz rein. Dort, wo der rein ist, da braucht war gewaschen. Und er sagt, du bist rein. Sondern was gewaschen ist, der ist ganz rein. Das gibt einmal so eine Menschen, die sagen, dass die leben, wenn sie gerat sind und sie dann eins von der Sinn begonnen, dann machen sie sich aber frisch von ihnen geboren worden. Und das ist nicht, was das braucht. Wir leben in dieser Welt, wir gehen durch die Welt, wir gehen durch verschiedene Dinge, wo wir in der Tiden oder in anderen Tiden, wo wir uns versinnen tun, und dann fehlt aber auch, dass wir uns waschen von Jesus. Also Jesus sagt, wer gewaschen ist, der braucht das nicht aus der Feit gewaschen worden. Bloß, wo sie sich ja gereinigt haben. Sagt er, will es erst ganz rein. So heißt es, sondern was der gewaschen ist, der braucht nicht sich ganz frisch waschen. Bloß der Feit waschen. Bloß, wo du die verreinigt hast. Ich weiß nicht, was hier will, ernst sein, der soll das oben mal bieten, sich unter der Feit waschen, aber er sagt, ich habe ein Beispiel gegeben, dass ich auch so tun, was ich getan habe. Ich nehme das hier jetzt an, wir sollen balance sein, uns so weit zu tun, so leicht zu merken, dass wir balance sein, das ganz geringste Dienst zu tun für den anderen. Aber Feit waschen. Vielleicht ist der wer, was der ganz angehört, Schweinchen, Schweitje, Feit hat, in den Fällen zu waschen. Wirst du balance sein, den der Feit zu waschen? Würde vielleicht alle sagen, boah, sei ja lange nicht. Das stinkt viel zu sein. Ich wollte nicht der Feit waschen. Oder wenn die wohl wer der Feit waschen, die hast sei, die weiß, die hast sei auch eine Feit. Und ich habe irgendwann gesagt, hey, trag dir Scheu, ich will die der Feit waschen. Würde vielleicht viel zu stolz sein und sagen, oh, no, das lohnt ich euch. Wenn die wohl wer was Gottes tun und du das nicht lohnt, dann lässt du den Serien weichstellen. Wenn die wohl wer Gottes tun, einmal selber sagt, du hast wer, der kann das sein, die fehlt halb mit eins, wir sind zu hochmütig, wir wollen nicht tauschen. Sag, no, ich will mir weiten. Ich sage, okay. Ich will mir weiten. Ein anderer weitet über. Ich kann die hier helfen, ich will die sehen. Und wenn wir das nicht lohnen, dann stellen wir den in Sehen weich. Aber das ist, was Jesus tut. Er wird bei uns diesen Dienst zu tun. Und ich glaube, das will er uns wiesen will, dass wir uns sollen, dass wir wollen sein, uns ganz zu demütigen, uns ganz gering handzustellen. Und dann werden wir sein, und dann wird er von uns haben. Balance sein, das ganz geringste zu tun für den Nächsten. So, was immer das braucht, diesen Beispiel nur zu tun, dort unternehmen, was Jesus getan hat. Und dann sagt er in Vers 17, wenn je nu weiten, wenn je das nu weiten, dann sei je seilig, wenn je dort auch tun. So hier seilig, das meine ich, dann sei je gerat, so seilig. Das meine ich, dann sei je, wo je Frau sein oder je Sehen sein, dann wird als ein Gesehen gesprochen über die. Wenn die das tun, wenn wir das nicht weiten, dass wir das sollen tun, was er getan hat, er sagt eigentlich in einem Beispiel, dass die das auch tun. Und wenn die das nicht weiten, das zu tun, wenn die das tun, dann sei je seilig, wenn die das auch tun. Ich weiß gleich, den Apostel Paulus in der Brief auch immer sagen, ich gleich in seiner Einstellung, was er hat, ich will mit dieser Fall schließen, in 1. Korinther 11, Vers 1 sagt, dass nehmt mich zum Beispiel, so als ich Christus zum Beispiel nehme. Er hat sich gewählt, Jesus nur zu folgen, und er hat auch. Wir wollten den sein Leben, wo er gibt sich ganz an nur zu folgen, und er will sich andere Menschen zu sagen, hey, nehmt mich zum Beispiel. Da mit dem Beispiel nicht, beobacht mir mal das Leben da mit dem Beispiel nehmen, das ist Christus nur folgen da. So soll wir uns auch wieder unter sein, hey, nehm mit dem Beispiel. Ich habe mal weit leben, da beobacht mir mal. Dann sollen wir uns werden, so zu leben und so zu sein zu den Nächsten, da mir nehmen zum Beispiel, das ist Christus zum Beispiel nehmen da. So, wo ist er wie von der? Ich glaube, jeder einer kann sich der Antwort selbst beantworten. Wo bist du? Wo hochmütig bist du? Bist du noch zu stolz, haben die Demütigen für den Nächsten, was den fehlen hat? Wenn wir uns diese Frau selbst beantworten,
En mijn gebed en verlangen is dat we weer welend zijn, ons te demütigen. Voor allemaal gebracht, wie allemaal het is, wie de ram die is. Wat veel dat. En dan van den kwestie krijg loten dat of rekenen dat. Ganz klein don't. Wellen zijn de nächsten de feit waschen. Wir haben noch zu beten. Gott, uns himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für den Sehen Jesus Christus. Der wird uns so ein gutes Beispiel lassen, wo wir zu leben haben. Was sein verlangen wir? Was will uns wir zu tun? Dass Gott sein Utreichen in Worte als Mensch und lebt hier manche Menschen. Und weiß uns ein gutes Beispiel, wo wir uns sollen demütigen gegen andere, wo wir sollen auch ein Verlangen haben, andere zu helfen. Das ist Jesus ein Verlangen hat, andere zu helfen. Wo immer er gehen, wo er leben, er hilft so viele Menschen uit ihrer Traurigkeit rüht und uit ihrer Lehre, wo sie ben vieren, halt en rüht und halt en alle Wegen, wo sie können. Und wir sind oftmals ganz anders gesagt. Wir probieren Menschen, die im Stich zu gehen, wenn wir das sein, dass wir im Halb fehlen, dann gehen wir da vielleicht sogar im Stich, was wir nicht ganz so loten tun, als wir gleichen, wo der loten tun, dann sind wir vielleicht tauschtalt gehen und sind es dort halb anzuweiden. Ich bitte, Herr, du uns vergeben, wenn wir so eine Anstellung uns dort haben oder gehört haben in der Vergangenheit. Help uns, so gesonnen zu sein, als Jesus, den sehen, Jesus Christus. Und ich danke dir, Herr, dass wir so viele Beispiele haben in dem Wort, wo wir uns können rechten. Wir brauchen können nicht wundern, wo das ist, wo die Wurzeln haben, wo wir leben sollen. Wir können bloß in den Worten entdecken und sein, was das ist, wo die was haben, wo wir leben sollen, um zu sein, wo du gelebt hast hier auf Erden, dass du hier wirst. Help uns, die nur zu folgen. Und so eine Gedanken, das dort haben. Und wenn wir nicht so eine Gedanken haben, ich bitte, dass du unsere Gedanken anstellen helfen, dass wir rechte Anstellungen haben, so zu leben, dass du musst geirrt werden und andere müssen gesehen werden, dadurch, wo wir gesandt sind. Das bitten wir in die Namen mit Danksagung. Amen.